Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir machen heute weiter an unserem XL Journal. Das ist etwa so groß wie ein A4 Blatt. Und letztes Mal haben wir das wunderschöne Cover miteinander gestaltet. Und heute möchten wir gerne die Signaturen reinnähen. Ich habe die schon einmal vorbereitet. Jetzt müssen wir die aber noch zuschneiden, weil die sind natürlich viel zu gross. Ich kann euch schnell zeigen, was ich hier alles drin habe. Ein bisschen Aquarell eingefärbtes Papier mit so Glitzer-Aquarellfarbe. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie eine Technik, die ich so probiert habe mit so Blätterchen, mit Schaum. Das hat bei dem nicht ganz funktioniert. Also ja, so ein bisschen sieht man es noch. So, genau. Dann habe ich hier ein bisschen Notenpapier. Ich kann jetzt beim Durchgehen gerade noch schnell schauen, ob ich alles den richtigen Weg drin habe und wo das ich gerne abschneiden will. Bei diesen zwei spielt es mir jetzt nicht so eine Rolle, die ich abschneide. Dann haben wir hier ein Scrapbook-Papier. Jetzt muss ich ganz schnell schauen. Ist das okay, wenn ich hier oben abschneide? Jawohl, das kommt gut. Das hier ist einfach ein mit Schablonen eingefärbtes Papier. Dann haben wir hier etwas aus einem Buch von Botticelli. Nein, mal. Genau, dann hier ein bisschen Kaffee gefärbt. Das ist aus irgendeinem anderen Buch etwas. So, und dann hier habe ich noch ein Avocado gefärbtes Papier dran angeklebt. An dem hier. Das weiss ich noch nicht, ob das dran bleibt. Oder vielleicht kommt es dann auch wieder ab. Ich habe das einfach alles immer mit Washi-Tape so zusammengeklebt. Genau, und hier geht es einfach im gleichen Stil weiter. Ein bisschen Kaffee gefärbt, ein bisschen Buchseiten, ein bisschen Schablonen. Ein bisschen Musikpapier. So. Ja, genau. Bla 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 bla. Und da geht es noch einmal weiter. Das ist noch etwas. Das ist mit Servietten und Aquarellfarbe. Genau, so. Das wäre das. Und jetzt würde ich sagen, schneiden wir das Zeug zuerst mal ab. Ich glaube, ich kann wirklich einfach alles oben abschneiden. Da ist, glaube ich, nichts. Einmal da wäre ein bisschen schade. Oder macht das etwas? Oder wenn wir den unten abschneiden? Ja, yes, es geht. Das kommt, glaube ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig drauf an. So, also. Dann werden wir mal schauen, wie gross das muss sein. Ich glaube, ich lasse hier so irgendwie 1,5 cm. Und auf dieser Seite auch. So, kommt es, glaube ich, gut. Und dann schneiden wir doch hier einfach ab. So, oh mein Gott, ist das schrecklich geworden da hinten. Nein, also... ich muss mir, glaube ich, mal irgendwie eine Vorrichtung bauen. Oder so. Das ist so furchtbar. Ja, gut. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es jetzt ab. Es ist ab und nicht zu knapp. Das ist also gut. Passt wunderbar da rein. Jetzt müssen wir noch schauen, wie breit dass wir das abschneiden müssen.
Und zwar, ich tue die mal auf die Seite. Dann können wir mal schauen. Da ist mein Bleistift. Hui. Wir könnten das ungefähr hier abschneiden. Voilà. Probieren wir das mal ohne daneben zu schneiden und ohne verrutschen. Vielleicht schaffen wir es ja. So, gut. Ja, mehr oder minder. Ist das ungefähr etwa circa gut. So. Ja. Ja, gut. Hier habe ich jetzt also ein bisschen viel abgeschnitten. He? Aber das macht nichts. Da hat es dann also auch noch Platz für Tabs. Das ist doch auch schön. Gut. Jetzt habe ich mir eben vorgenommen, mal eine andere Nähtechnik zu brauchen. Weil das ist ein bisschen langweilig, immer das Gleiche machen. Und es hat mich jetzt einfach mal gelustet, mal etwas anderes auszuprobieren. Und ich habe hier recht eine lustige Technik herausgefunden, also gesehen. Ja, und das hat mir ganz gut gefallen. Für das zeichne ich jetzt das aussen an, weil ich da ein bisschen besser drauf zeichnen kann, weder hier natürlich auf dieser Spitze. Und ich zeichne es. Wir machen nicht nur 3 Löcher, sondern ich mache alle 2 cm mache ich ein Loch. Und ich fange an. Ja, von hier oben 2 cm. So, jetzt. Ui. Das ist natürlich ganz ein toller Schreiber. Ohne Spitz. Bravo. So, und da. Das ist jetzt oben. He? Ja, das sind jetzt nicht. Das sind jetzt 2,5 cm. Ja, noch. Ah ja, das ist schon gut. Das ist schon gut. Also. Ich nähe mit recht dickem Faden. Also schon fast eine Schnur. Darum brauche ich recht dicke Löcher und aus dem Grund kann ich das auch ganz gut mit einem schwarzen Schreiber anmalen. Da macht das gar nichts, wenn das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein dickerer Topf ist. Dann sieht man nachher nicht mehr. So, und ich habe 3 Signaturen, also mache ich 3. So. Ist das etwa gleichmäßig? Ich glaube, damit es ein bisschen schöner aussieht, gehe ich hier nicht bis ganz runter. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Luft als hier. So. Ja. Ich denke, ich mache es so. Gut. Also, dann löchern wir das einmal. Ich muss so schnell ein Brettchen holen, damit ich hier nicht meine Unterlage verlöchere. So, gut, ich habe jetzt die Löcher alle noch extra gross gemacht, damit wir mit unserer dicken Schnur auch wirklich durchkommen.
Jetzt müssen wir natürlich noch unsere Signaturen anzeichnen und die auch noch löchern. Für das muss ich natürlich schauen, was ist oben und unten, was ist vorne und hinten. Der hier, der nervt mich einfach. Jetzt haben wir das natürlich abgeschnitten. Bravo. Oh Mann. So. Gut. Ja, ich glaube... Nein, ich habe es nicht so gehabt. Wie habe ich es denn gehabt? So, doch, das stimmt, glaube ich schon. Weiss nicht mehr. Also. Das heisst, ich lege mir das hier her. Da ist oben. Das ist jetzt, glaube ich, fast verkehrt. He? Verkehrt. Also so. Da ist oben. Und da ist oben. Genau. So, legen wir das da drauf. Ich kann es jetzt halt nicht innen machen, weil man dort nichts sieht, wegen dem ganzen Spitzenzeug. So, und jetzt auf. Muss ich hier schauen, wo ist das Loch und muss hier einen Strich machen. So, dass das dann aber auch wirklich genau ist, muss ich mich jetzt so ein bisschen vorbeugen. Und darum seht ihr noch nichts. Dann kommen jetzt wieder meine grossen Büroklammern zum Einsatz. Damit wir unsere Signaturen schön zusammenklammern können. So und so. Dass die nicht hergehen, wenn ich die loche. Oh, halt. Du gehörst auch noch dazu da. Oi. Jetzt ist es gegangen. Also, dann wollen wir doch jetzt mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall viel Faden. Und zwar, so wie ich mir das etwa abgemessen habe. Auf jeden Fall 4-mal die Länge. So, und ich nehme noch ein bisschen Reserve dazu, weil ich nicht weiss, ob es dann wirklich lenkt. Nehmen wir mal einen. Ui, der ist ein lang. So, und das ist jetzt nicht gewachsen Faden und darum habe ich jetzt hier so eine Bienenwachskerze vom Aarauer Kerzenzieher im Übrigen, die meine Großmutter gemacht hat. Und ich habe gefunden, wenn ich doch da über die Kerze einfach meinen Faden drüber ziehe, dann haben doch die Kerzen noch ein bisschen länger, als wenn ich sie anzünden würde. Und ich habe noch ein bisschen länger etwas davon. So, man sieht jetzt hier, wie es da gerade einschneidet. Einfach den Finger drauf haben und 2-3 Mal durchziehen. Und dann ist der Faden ein bisschen gewachsen. So, dann brauche ich natürlich noch ein Nädel. Ich habe mein Röhrchen wieder gefunden, es war gar nicht weit weg. Es war sogar versorgt, einfach nicht am richtigen Ort. Bravo. Aber immerhin ist es wieder da. Jetzt kommt es gerade an den richtigen Ort.
So, komm, geh da rein. So, voilà. Also, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie wir anfangen. Ich muss auch noch einmal studieren. Ich fange auf jeden Fall einmal mit dem hier an. Das ist unser Vorderste. So, da ist oben und da ist vorne. So. Also, ich will immer zweimal durch. Und auch beim obersten könnte ich jetzt wirklich gerade schnell studieren. Ich fange zuoberst an. Und ich gehe auch beim obersten zweimal durch. Ich müsste nicht, aber ich finde, es sieht ein bisschen schöner aus. So. Also, ihr werdet es jetzt gerade sehen. So. Schauen wir, wo wir da sind. Und ich glaube, ich mache gerade einen Knopf. So, leg da rein. Dann machen wir noch einen zweiten. Wird jetzt zwar ein bisschen dick, aber ist glaube gut. So. Ich mache gerade den Knopf. So, und dann gehen wir runter. Und hier auch durchs zweite durch. Oder alle bitte. So liegt. Und jetzt gehe ich noch einmal rauf. Oh, ich weiss nicht, ob ihr etwas seht. So, also. Da ist mein Knopf. Ich bin jetzt einmal unten durch und jetzt gehe ich hier ein zweites Mal. Zack. Stimmt das? Ja, ich glaube, es stimmt. So. Ich will einfach oben. Jetzt kann ich es gut anziehen. So, auch, dass es auch 2 hat. So, das heisst, ich gehe noch eine hier durch. So, und jetzt gehe ich eins runter. Wieder eins runter. Upsla. So, suchen wir hier den Eingang. Jetzt sind wir hier eingehängt, gell? Das wollen wir nicht. Ziehen. Nein, ist noch nicht ganz. Dann ist der. Immer gut schauen, dass alles gut durchgezogen ist. So, jetzt ist gut. So, und jetzt gehe ich rauf und gehe hier hinten durch. Einhängen. So, ich gehe immer von der gleichen Seite, also von rechts nach links über und wieder runter durch das hier. So. Und dann durchs untere wieder.
So, wenn es nicht so ein Knübel wäre, dann wäre es eigentlich ganz easy. Und ich gehe wieder von rechts nach links über. Machen wir hier eine schöne Schlaufe. Und jetzt sehen wir auch, warum ich oben auch 2 wollte. Damit es einfach ein bisschen gleichmäßiger aussieht. So. Da bin ich wieder. Zack. Und wieder eins runter. Ich habe keine Ahnung, wie es wird aussehen, wenn ich alles voll habe. Also wenn die so näher jetzt zusammenliegen. Vielleicht wäre es auch das Ganze ein bisschen hübscher bei einem kleinen breiteren Buchrücken. Ich weiß es nicht, ich werde es sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich habe jetzt einfach gerade mal so Freude an dieser Bindung. Und dann sehen wir, wie es am Schluss wird aussehen. So, oh mein Gott, das war jetzt aber eine Wahnsinnssache. Ja, eine riesen Eierei, mir machen die Finger weh. So, und jetzt muss man das hier unten noch irgendwie verknüppeln. Jetzt weiss ich gar nicht so recht, wie ich das machen soll. Wahrscheinlich einfach so. Ich habe jetzt noch keins von denen vernäht. Vielleicht so. Einfach mal einen Knopf machen. Soll ich noch einmal? Ich frage mich gerade, ob es Sinn macht, wenn ich jetzt noch von der anderen Seite das machen würde. So. Zack. Und einmal unten durch. So, ja, aber ich glaube, das hat schon. Da geht glaube ich niemand dran reissen. Schneide ich mir das mal so ab, dass es nicht rauslampt. Hier oben auch. So, also ich habe wirklich viel zu viel Faden abgeschnitten. Bei jeder Signatur habe ich ein bisschen weniger abgeschnitten. Aber immer noch viel zu viel. Oh, 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 da. Oh, komm weg. So. So, also ich habe probiert, da die Signaturen ein bisschen fest zu machen am Cover. Komm. So. Damit wir die nicht ständig in den Weg kommen beim Nähen. Also komm, ja, das ist da ein mega langer Bändel. Dann probieren wir das doch jetzt hier noch. Auch noch einmal so zu verknüpfen. Ui, ja, das hätten wir vielleicht gescheiter vorher gemacht, weil, jetzt kann ich das fast nicht mehr da unten durchnehmen. Oh mein Gott. So sieht das jetzt aus. Also, es ist nicht sehr gerade gekommen. Keine Ahnung, da sind wir ziemlich weit oben. Irgendwie, ja, weiß auch nicht genau, wo das liegt. Oder liegt es am Einband? Das könnte natürlich sein, aha, dass jetzt das so runtergeglitzt war. So. Oh, ich weiß es auch nicht. Also, so ist es, wenn es zu ist. Also es lampt auch nicht raus. Das ist ja schon mal gut. Ja.
Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und wie sieht die Bindung aus? Das können wir jetzt auch noch schnell schauen. Ich bin froh, habe ich hier, sieht man es hier, nicht ganz runtergebunden. Sonst hat es mir ein bisschen weniger gut gefallen, wenn es dann oben einen grösseren Abstand hatte als unten. Also ist super. Habe ich hier eins rausgelassen. Ich finde es cool. Die Löcher sind jetzt sogar ein bisschen ausgefranselt. Das passt mir jetzt nicht so. Aber sonst gefällt mir die Bindung extrem gut. Ich habe gedacht, es ist dann vielleicht ein bisschen... Ich muss schnell schauen, ob es scharf ist. Ja, weil das ist immer ein bisschen das Problem. Ein bisschen zu wulstig und wenn die so nah zusammen sind, sieht sie vielleicht nicht so cool aus. Aber ich muss sagen, ich finde, es passt extrem gut zu dem ganzen Geschmäus, das wir da noch drauf geklebt haben. Ich finde es eine recht hübsche Bindung. Sie war ziemlich aufwendig jetzt, weil wir halt so ein grosses Buch haben und 3 Signaturen. Aber doch, natürlich hebt das auch jetzt super gut, weil das an so vielen Orten reingebunden ist. Kann das überhaupt nicht wackeln oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man nur 3 Löcher hat und dann nicht ganz perfekt anzieht, dann wackelt es auch noch so ein bisschen. Es ist auch super gut gegangen zum Anziehen, immer. Also von dem her finde ich, sieht es wirklich richtig schön aus. Auch hier sieht es gut aus, mit dem alles prima. So. Ich finde das ein super schönes Buch. Ich habe noch nie so ein grosses gemacht. Jetzt müssen wir da noch ein paar Sachen drin basteln, damit das da nicht so leer bleibt. Und ich glaube, was ich auf jeden Fall möchte, ist ein paar Tabs reinmachen, aber vielleicht aus Spitzen. Ich weiß noch nicht so genau. Aber auf jeden Fall gerade so sättige Seiten, die so ein bisschen nichtssagend sind, werden auf jeden Fall noch hübsch dekoriert. So Zeug bleibt natürlich, da werde ich nichts draufkleben, aber auf jeden Fall auf dieser Seite, auf dieser Seite. Also ich glaube, wir haben hier schon noch ein bisschen etwas zu tun. Da muss ich mir dann noch ganz gut ausdenken. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Glitzersteinchen auf das Blümchen drauf. Dahinter sind wir fertig und auf jeden Fall möchte ich gerne die Hinterseite noch irgendwie schön gestalten. Aber da habe ich also auch noch überhaupt keinen Plan. Ich lasse einfach auf mich zukommen und wir werden sehen, wie es rauskommt. Wenn es euch auch wundernimmt, wie es weitergeht, dann würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und nachher dann, sind ihr sicher das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Tschüss.